das Thema Freundschaft für die Predigt. Wir haben ein kurzes Film gesehen, wo es ganz spannend war. Es tut so gut, wenn man Freunde hat, die einem zur Seite stehen. Auch wenn man mal mit verdreckten Kleidern rumläuft, dass man nicht alleine muss dastehen. Das ist etwas, das ist ein Wunsch, den wir jetzt mit dieser Predigt anfangen. Ein Wunsch für gute Freunde. Ich glaube, das ist etwas, das wünschen wir für unsere Kinder, das wünschen wir für den Joel, dass er mal gute Freunde finden darf, dass er mit ihnen unterwegs ist und nicht allein unterwegs ist. Aber es ist auch ein Wunsch von uns Erwachsenen, dass wir gute Freunde haben, um nicht alleine unterwegs zu sein. Und die uns zur Seite stehen, eben wenn es zum Beispiel auch mal ein bisschen Dreck im Leben hat. Und wenn ich jetzt mal so überlege, all die Menschen, die ich kenne oder was man liest in den Medien und so weiter, dann sieht man, dass das eigentlich ein Wunsch ist, der auf der ganzen Welt, bei der Menschheit verankert ist, irgendwie so wie ins Herz der Menschen. Die Menschen sehnen sich nach guten Freunden. Also ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich habe einmal noch nie einen Menschen angetroffen, der gesagt hat, ich will keinen einzigen guten Freund im Leben. Niemals. Ich habe noch nie so jemanden angetroffen. Vielleicht ihr, ich weiss es nicht. Aber so die Sehnsucht, die in uns hinein ist, das ist ganz interessant. Und gleichzeitig stelle ich manchmal auch fest, dass in unserer heutigen Zeit, wo so geprägt ist vom Säkularismus, vom Individualismus, dass es so wie gewisse Werte gibt, wo gegen die Sehnsucht wie ankämpfen oder im Konflikt damit stehen. Ich habe im Magazin von Deutschland, in einem renommierten Magazin, so Beziehungs- oder Freundschaftstipps gefunden, wenn das es dran ist, eine Freundschaft aufhören. Und es geht jetzt da ganz um normale Freundschaft, also nicht um irgendwie Sättig, wo wirklich Gewalt drin ist oder weiss auch nicht was für verrückte Sachen, sondern wir reden von normalen Freundschaften. Ein Tipp, der da steht, ein Grund, um eine Freundschaft aufhören, ist, wenn man sich selber mehr beim anderen meldet, als der sich bei einem meldet. Ein zweiter Tipp, der da gestanden ist, wenn man keine Lust mehr hat, dem anderen zuzuhören. Ein dritter Tipp, der gestanden ist, wenn der andere mal etwas falsch gemacht hat und man darum am anderen nie mehr kann vertrauen. Und ein vierter Tipp, der auch gestanden ist, wenn man das Gefühl hat, Freundschaft bereichert einem nicht mehr. Und es ist offensichtlich, es gibt Situationen, wo Freundschaften das Ende nehmen, wo andere Freundschaften anfangen, das ist klar. Aber es dunkelt mir so, wenn ich die Tipps lese und manchmal mir überlege, wie ist unsere Gesellschaft geprägt, es ist so viel Individualismus da, es geht immer darum, tut es mir noch gut? Vielleicht kennt ihr den Tipp auch, du, was soll ich machen? Und dann sagst du, ja, stimmt's für dich? Tut es dir noch gut? Und gerade beim Thema Freundschaft ist doch das etwas, wo gegen die Sehnsucht wie im Konflikt steht. Weil eine Freundschaft, die lebt doch davon, dass es ja eben nicht nur um mich geht. Und tut es mir gut. Und es stimmt gerade für mich. Sondern ich meine, die Freundschaft lebt besonders auch davon, dass ich mich ja interessiere für den anderen und sage, du, was interessiert ihn gerade? Was tut ihm gut? Was ist für ihn da? Und so finde ich es spannend, dass wir miteinander auch in die Bibel hineinschauen und lesen, was dort über Freundschaft steht. Und mich dunkt, das ist etwas Topmodernes, wo genau die Sehnsucht in uns anspricht, wo aber nachher nicht so individualistische Maßstäbe quasi zuerst anstellt, sondern wo ein anderes Bild von Freundschaft zeichnet. Und ein Bild, wo ich denke, dass so wirklich eine starke und gute Freundschaft gelingen darf. Das ist auch etwas, was wir als Kirche mega wertvoll finden. Also, wenn der Joel auch einen Platz findet in dieser Kirche, wenn ihr als Familie da einen Platz habt, das ist unser Wunsch auch für euch oder für alle, dass wir Freundschaften wachsen und entstehen. Das ist so ein grosser Wunsch, dass wir das sogar in unser Leitbild hineingeschrieben haben. Ich möchte den kurzen Abschnitt mal vorlesen. Das heißt da, wir sind eine Kirche, in der alle Christen freundschaftliche Beziehungen in Kleingruppen leben. Kleingruppen, das wird da erwähnt. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Heute dürfen wir 50 Leute sein, beschränkt. Zu der Kirche gehören noch mehr Leute. Also man kann nicht zu 100 Leuten tiefe Freundschaften haben. Das ist unmöglich. Aber in Kleingruppen sind so Freundschaften möglich, wo man in einem kleineren Kreis miteinander zusammen ist. Und dort eben Kleingruppen, so Freundschaften kann leben und echte, vertrauensvolle Gemeinschaft möglich ist. So meistern wir gemeinsam Alltagsherausforderungen, wachsen und reifen im Glauben und ermutigen, korrigieren und fördern uns gegenseitig. Das ist der Wunsch, den wir von der Leitung her, den wir auch von der Bibel her sehen, wo wir haben für unsere Kirche, dass Freundschaften wachsen und entstehen, und zwar echte, tragfähige Freundschaften. Nicht solche, die gerade wieder auseinandergehen, wenn man denkt, das bringt mir gerade in dem Moment nichts mehr.
Es ist auch eine Art von Freundschaft, wo wir denken, ja, in Kleingruppen ist das wirklich ein cooler Platz, wenn man in einem kleineren Kreis mit Menschen zusammen ist, dann können tiefere Freundschaften wachsen. Das ist auch der Grund, dass wir ein neues Kleingruppenkonzept haben, das ich euch am nächsten Dienstag vorstellen will, aber ich sage jetzt da noch nicht mehr dazu. Aber der Kern davon, das sind Freundschaften, echte Freundschaften. Und Jesus, er kennt die Sehnsucht auch. Gott hat ja uns Menschen geschaffen, er weiß, dass wir Freundschaften wollen, dass wir nicht allein durchs Leben gehen. Und darum hat er uns in der Bibel ja verschiedene Sachen dazu geschrieben, die unter anderem eben auch dazu geführt haben, dass wir das so zusammengefasst haben, wie das auch bei uns in der Kirche sollte vorkommen. Und wir wollen miteinander in einen Abschnitt hineinschauen, wie so ermutigende, starke Freundschaft der Gemeinschaft kann aussehen. Und das steht im Philipperbrief. Wir wollen zusammen einfach auch Gott bitten, dass er uns den Teil aus dem Bibelabschnitt heute aufzeigen will, den er uns mitgeben will. Darum möchte ich gerne kurz beten. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort. Danke, dass du weißt, dass wir Freundschaften brauchen und dass wir uns danach sehnen. Und du hast uns geschaffen, du weißt auch, wie Freundschaften funktionieren können. Du bist der Erfinder von uns Menschen. Und wir wollen dich bitten, wenn wir heute in dein lebendige Wort, in die Bibel hineinschauen, dass wir diesen Punkt entdecken und mitnehmen, wo du uns heute mitgeben willst. Darum schenke uns offene Herzen dazu. Amen. Bevor wir in den Philipperbrief eintauchen, starten wir bei einem anderen Vers. Wir haben den schon während der ganzen Serie, wo wir unterwegs sind, mitgenommen. Es heißt im Johannes 13,34: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Der kurze Vers, der zeigt eindrücklich, dass der Wunsch von Gott ist, von Jesus ist, dass man sich untereinander liebt. Das ist ja nichts anderes als Freundschaft, dass man sich gern hat und sogar noch ein Stück mehr als einfach nur gern hat. Und es zeigt aber auch eine ganz spannende Verbindung, die wir heute immer wieder werden entdecken. Wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Also der Startpunkt ist die Liebe von Jesus. Dass wir entdecken dürfen, wie Jesus uns geliebt hat. Und dass wir darum auch merken, hey, so, wenn Jesus mich so krass liebt, wir werden nachher noch einen Einblick darin bekommen. Wenn er uns so fest liebt, dann ist es doch auch gut möglich, dass ich andere Menschen weiterlieben kann. Und von dem aus sind wir ausgegangen, haben verschiedene Stellen angeschaut, wie hat denn Jesus auch Menschen geliebt. Und wir sind zu dem Wort gekommen, wir andere Menschen lieben, Freundschaften leben. Das hat viel damit zu tun, überhaupt offene Augen zu haben und jemand anders wahrzunehmen. Aber auch Interesse zu zeigen. Ja, was ist denn jetzt? Was bewegt dich wirklich? Und dann angemessen reagieren. Das kann auch ganz herausfordernd sein. Was ist eine angemessene Reaktion? Wie geht das? Und dann einen Schritt weiter. Also wir sind da wirklich ganz praktisch unterwegs, was betrifft Freundschaften. Wir wollen da heute ganz praktisch bleiben. Und darum der Text aus dem Philipperbrief, da hat es ein paar ganz, ganz super praktische, einfache Sachen drin. Der Philipperbrief, das ist ein mega cooler Brief. Ich würde euch mega empfehlen, zum einfach mal durchlesen, in eurer Bibel lesen, wenn ihr Lust habt, nächste Woche zum Beispiel, ich auf dem Handout, das ich Ihnen angelegt habe, oder unten auch im Livestream verlinkt habe ich so ein paar Hinweise, wie so eine Wochenbibellese zum Philipperbrief kann aussehen. Ich glaube, der Paulus hat die Philipper so richtig gern gehabt. Und ich habe die Philipper-Gemeinde auch sehr gern, weil das ist die erste Gemeinde, die der Paulus in Europa gegründet hat. Und ich finde es mega cool, dass Christentum auch auf Europa gekommen ist und in die Schweiz gekommen ist und dass wir einfach Jesus kennen heute. Aber es hat auch sonst mega viele Perlen in dem Brief, in dem Philipperbrief. Also leset den unbedingt mal durch, das ist so spannend, was man dort alles entdecken kann. Und der Kern von dem Philipperbrief, das ist der Christus-Hymnus. Das ist ein Abschnitt im 2. Kapitel, ein Hymnus, eine Art ein Lied oder ein Gedicht, was um Jesus Christus geht. Mega tiefgründig. Und dort schreibt der Paulus der Gemeinde, hört mal, es geht um den Jesus, der eigentlich Gott ist, der alle Herrlichkeit im Himmel gehabt hat. Und dann hat er sich erniedrigt und ist bis ans Kreuz gegangen und ist dort gestorben. Er hat sich nicht für das Grosse oder das Gute erachtet und hat die grösste Schmach auf sich genommen. Aber er ist auferstanden und er ist erhöht worden. Mit erhöht ist genau das gemeint, was wir heute auch feiern. Die Auffahrt in den Himmel. Das Auffahrtswochenende. Jesus ist erhöht worden in den Himmel und sitzt zu der Rechten von Gott. Und am Schluss von dem Christus-Hymnus heißt, dass alle mal sich werden beugen und dass der Name von Jesus Christus der größte ist und das zur Ehre von Gott.
Ein kurzer Christus-Hymnus, der so gewaltig die Liebe zeigt, die Jesus für uns hat, wo Gott für uns hat, wo er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Wo so zeigt, wie demütig Jesus ist, dass er den Weg gegangen ist, bis ans Kreuz an, dass sich Gott selber bis in den grössten Dreck quasi von dieser Welt erniedrigt hat, damit er die Strafe für unsere Schulden und Sünden zahlen kann. Manchmal denken wir, wenn wir so über Beziehung nachdenken, über Freundschaften, eben, dann musst du den anderen wahrnehmen, man muss mega viele Sachen machen und oft denken wir, Religion funktioniert auch so, das Christentum funktioniert genau so. Man muss das und das und das und das und das machen und dann ist Gott einem gut gesonnen. Aber wenn man nachdenkt, merkt man kann all die Sachen gar nicht machen. Man kann Gott nie gut gesonnen stimmen. Aber Jesus schon, er hat das können. Er hat perfekt gelebt. Und er hat gesagt, gut, ich nehme alle Schuld von den Menschen. Ich nehme die Sünde mit ans Kreuz und ich zahle dafür, dass ich es den Menschen vergeben kann. Und damit sie Gott gut gesonnen sein können. Nicht, weil sie es selber verdient haben, sondern weil Gott vergibt. Und das ist eine super Grundlage, wenn man über Freundschaften nachdenkt, dass wir zuerst in eine Freundschaft mit Gott hineinkommen. Dass wir zuerst seine Liebe erkennen und annehmen für unser Leben und sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Mach du die Beziehung, die Freundschaft zu Gott wieder ganz, weil ich selber kann nicht so perfekt, so heilig, so gut leben. Und das kommt in dem Christus-Hymnus wunderbar raus. Und es kommt auch raus, wie Jesus Gott gehorsam war und all die Sachen gemacht hat zur Ehe für Gott. Und das ist der Vers 5 ab Vers 6 in dem 2. Kapitel. Und wir lesen miteinander Verse 1 bis 4, also ein bisschen vorher, weil dort redet Paulus erstaunlicherweise über Gemeinschaft, über Freundschaft, über Beziehungen. Und dann ist zwischen ihnen ein kleiner Vers, der so ein bisschen wie ein Umschaltvers ist. Weil der Paulus sagt, hört mal, alles das, was ich über Gemeinschaft und Freundschaft sage, so solltet ihr das machen, weil das ist Jesus gemäß. Und Jesus gemäß ist, und dann kommt der wunderschöne Christus-Hymnus. Liebe, Demut, Gehorsam Gott gegenüber, Gott ehren. Wir wollen dort miteinander einsteigen in den Vers 5, in den Umschaltmoment und wollen das miteinander lesen. Die heime sind oder da eine Bibel dabei haben, schlagen sie gerne auf mit mir im Philipper Kapitel 2 oder ihr könnt auch da vorne mitlesen. Im Philipper 2, Vers 5, dort heißt es: Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also hört mal hin, so wie es Jesus Christus entspricht, so sollt ihr auch in der Gemeinschaft, in der Freundschaft untereinander gesinnt sein. Und als nächstes zählt der Paulus eben auf den wunderschönen Christus-Hymnus, wo wir später dann auch noch reinhören dürfen. Aber vorher hat er aufgezeigt, eben sind so untereinander gesinnt. So soll es funktionieren, Freundschaften. Und diese Verse wollen wir miteinander lesen. Starten mit dem Vers 1. Dort heißt es: Ist nun bei euch Ermahnung oder Ermutigung, könnte man auch übersetzen. Ist Trost, ist Gemeinschaft. Also Paulus fängt mit so einer Aufzählung an. Es fehlt noch etwas, ihr seht das. Aber so die Aufzählung am Anfang, ist das bei euch da? Tun ihr einander ermutigen und ermahnen? Tun ihr einander trösten? Haben eine coole Gemeinschaft miteinander? Dann würde man jetzt sagen, ja, das klingt echt gut. Eine Freundschaft, wenn man sich ermutigen und ermahnen und trösten, wenn es nötig ist und man hat eine gute Gemeinschaft, das ist echt schon recht cool für eine Freundschaft. Aber vielleicht denkst du jetzt auch, okay, einander ermahnen und ermutigen ist manchmal noch schwierig. Wie geht denn das? Wie kann ich den anderen ermahnen und ermutigen? Was hilft denn wirklich? Oder trösten, vielleicht kennst du auch so Situationen, wo du selber irgendwie eine grosse Not hast, ein grosses Leid. Und du weißt gar nicht, wie du den anderen sollst trösten. Und die Gemeinschaft. Manchmal hat man wirklich eine coole Gemeinschaft miteinander. Aber wir alle kennen auch Situationen, wo wir Gemeinschaft haben, wo es nicht cool ist. Wo etwas daneben geht. Wo es uns nervt. Wo es nicht gelingt. Wo man lieber wieder weggeht. Wo Freundschaften zerbrechen, kaputt gehen. Wo man nicht nett ist zueinander. Wo man Streit hat. Und so weiter. Und es tönt auf den ersten Moment wie eine schöne Auflistung. Auf den zweiten Moment, muss man sagen, ist echt noch schwierig. Es ist recht schwierig. Wie macht man das? Wie klappt das? Wie klappt das besonders auch dann, wenn man müde ist und keine Geduld hat und eine strenge Woche gehabt hat oder am Abend heimkommt und nicht mehr mag? Oder wenn Kinder die ganze Nacht schreien. Kann es manchmal auch mal geben.
Aber es ist nur ein Teil von dem Vers. Weil die wichtigste Komponente, die fehlt da drin. Nämlich das, was wir auch in dem Vers am Anfang gesehen haben. Jesus hat uns zuerst geliebt. Was noch fehlt, ist die Jesus-Komponente. Ich habe die da noch nicht eingeblendet, aber die kommt noch dazu. Und manchmal sagen die Leute, ja okay, die Jesus-Komponente. Wenn ich Christen anschaue, Christen haben ja auch Krach miteinander und die streiten auch und so weiter. Da muss ich sagen, ja, bei den Christen ist nicht immer alles besser. Ich würde sogar sagen, Christen sind wirklich auch keine besseren Menschen als alle anderen. Aber Christen sind besser dran, weil sie Jesus kennen. Weil sie ganz andere Beziehungsgrundlage haben. Und weil sie gemerkt und erkannt haben, dass sie zuerst unendlich geliebt worden sind, bevor überhaupt so etwas dasteht. Und darum ist spannend, was denn da dazukommt. Also es heisst in dem Vers, ist nun bei euch Ermahnung in Christus. Also es geht nicht nur einfach um Ermutigen, Ermahnen, machen das irgendwie, sondern es geht um Ermutigen und Ermahnen in Christus. Interessant. Was kann das bedeuten? Also ganz grundsätzlich mit unseren Worten, mit dem, was wir sagen, haben wir enormen Einfluss, enorme Macht. Ich stelle mir so eine Situation vor, wenn ich zum Beispiel nach dem Arbeiten, nach dem Büro heimkomme am Abend und reinkomme und da ist meine Frau, meine Kinder. Sage ich zuerst etwas Ermutigendes oder tue ich so typisch schweizerisch zuerst anfangen, ein bisschen rumnörgeln und rummötzeln? Auf einen Moment wäre es ganz eine unterschiedliche Atmosphäre, die entsteht. Wenn ich jetzt heimkomme und sage, hey, ich darf für Jesus gemäß heimkommen. Ich darf als ein Gesandter von ihm kommen. Ich darf mit seiner Liebe heimkommen. Dann tue ich automatisch in einer anderen Art und Weise die Atmosphäre bauen. Das Wort, das da heisst, Ermahnung, könnte man auch übersetzen mit Ermutigung oder Stärkung. Oder es geht auch um Einladen. So das Einladen ist drin, das Rufen, jemanden anrufen. Also es geht darum, jemanden zu rufen und zu sagen, hey, das ist so etwas Gutes oder etwas Starkes. Oder ermahnen im Sinne von, das ist so etwas, das tut dir nicht gut. Hey, mach es doch anders, weil das wäre viel besser für dich. Es ist etwas, das der andere Person stärken. Und da gerne würde ich da drunter schreiben, den Begriff stärken. So eine positive Atmosphäre schaffen. Ermutigen. Ich glaube, es geht auch in der Kindererziehung ist das so etwas Wichtiges, dass wir unsere Kinder auch ermutigen, immer wieder, dass sie ein cooles Selbstwertgefühl entwickeln. Also es geht nicht darum, einfach Sachen zu sagen, die gar nicht stimmen oder so, sondern es geht darum, wirklich anzuschauen und zu sehen, hey, da ist so viel Wertvolles da. Da will ich ermutigen und stärken. Aber auch ermahnen. Ich denke, gerade bei den Kindern ist es besonders offensichtlich. Kinder muss viel ermahnen, oder? Sonst kommt es nicht gut raus, weil die kennen gewisse Sachen noch nicht, die kennen gute Grenzen noch nicht. Im Straßenverkehr zum Beispiel, da muss man vieles lernen und da ist Ermahnung, ist an der Tagesordnung, ist uns absolut logisch. Ich frage mich manchmal, wie es bei uns Erwachsenen, dürfen wir einander ermahnen? Dürfen wir einander mal etwas sagen, hey, Achtung, dort wo du anlaufst, da kommt dann ein schnelles Auto zu fahren, da musst du ein bisschen aufpassen. Oder lassen wir gar nicht mehr an oder sagen wir, nein, das will ich nicht hören. Und dann ist so, ja, dann bricht man die Freundschaft gerade ab. Was ich mir wünsche, sind Freundschaften, wo man einander auch Sachen sagen darf, wo im ersten Moment, wo man nicht gern hört, aber wo dazu dienen, dass das nachher auf eine gute Art und Weise weitergeht. Und wenn es da heisst, in Christus, bedeutet das auch, dass man auch einander Wahrheiten zusprechen, die mit Jesus zu tun haben. Also, wenn man einem zum Beispiel nichts Positives in den Sinn kommt, wenn man sagt, wie soll ich den jetzt ermutigen, was soll ich da schön sagen, wie soll ich eine positive Atmosphäre prägen oder so, dann kann man sich überlegen, ja, wie sieht denn Jesus, zum Beispiel der andere Mensch? Was hat Jesus Wertvolles in ihn hineingelegt? Was hat er ihn wunderbar geschaffen? Wieso liebt ihn Jesus so fest? Und da gibt es ganz viele Sachen, die einem in den Sinn kommen, wo man kann sagen, hey, das kann ich ja genau sagen, das kann ich da genau angeben. Eine Wahrheit von Gott her gesprochen. Und ich möchte an diesem Punkt sogar noch einen Schritt weiter denken. Wie ist das mit sich selber? Kann man sich selber auch ermahnen und ermutigen? Es klingt es vielleicht so wie ein bisschen positiv denken, ja, das hast du jetzt gut gemacht und so, zu sich selber sagen. Aber ich will bewusst sagen, ermutigen in Christus, dass man sich dass man sich Wahrheiten, die Jesus über dem eigenen Leben hat, auch selber zusprechen. Dass wenn man vor dem Spiegel steht, dass man nicht denkt, oh, mit meinen Runzeln und so weiter, sehen jetzt schon nicht mehr schön aus. Sondern dass man sagt, stopp. In der Bibel heisst, dass Gott jeden einzelnen Mensch wunderbar bildet und geschaffen hat im Leib von seiner Mutter. Und dass man sich das zuspricht, Gott, du hast mich wunderbar geschaffen. Und man schaut sich selber in die Augen und denkt, wow,
was für ein Wunder hast du da angebracht. Das meine ich mit in Christus. Dass man sich nicht einfach Sachen zusagt, irgendwie, die noch schön tönen, sondern dass man überlegt, was ist die Wahrheit, die bei Jesus Christus gilt. Und wenn es ums Ermahnen geht, ich glaube, der beste Rahmen, wenn man von Kleingruppen redet, sind wirklich so gute, tragfähige Freundschaften, wo ich weiss, wenn ich dieser Person mal etwas sage, wo vielleicht ihr nicht gerade so passt, bricht so unsere Freundschaft trotzdem nicht gerade ab. Sondern im Gegenteil. Ich habe die Person, die andere weiss, dass ich sie gern habe und dass ich es nicht sage, um sie fertig zu machen oder so. Sondern im Gegenteil, zum Warnen. Achtung, wenn du dort weitergehst, dann hat es dann also schlechte Folgen, sondern zum Guten ermutigen und anregen. Ich glaube, Kleingruppen sind ein perfekter Ort, wo man einander auch ermahnen, ermutigen kann. Das sind so Freundschaften, die möglich sind, dass man einander auch etwas sagen darf, ja, wo man nicht von jedem so einfach gern würde hören. Wenn wir weiterlesen, da heisst es von Trost. Bei Trost hat es auch noch ein zweites Wort, das dort steht. Ist Trost der Liebe. Und wenn wir jetzt das lesen, dann hat das wie zwei Bedeutungen. Und zwar einerseits Trost, den ich am anderen weitergeben will, weil ich ihn liebe, weil ich ihn gern habe. Aber auch Trost aus der Liebe heraus von Gott. Also Trost aus der Liebe, die Gott für andere Menschen hat. Und ich habe nur so gedacht, beim Vorbereiten, dass es doch ein riesiger Unterschied ist. Wenn einer in einer wirklich traurigen Situation ist, ob ich dann sage, hey, es kommt schon wieder gut. Oder irgendwie, komm, es geht schon wieder vorbei oder so. Oder ob ich die Liebe von Gott in Trost kann reinbringen kann. Dass ich kann sagen, hey, es stimmt, es ist wirklich ein dunkles Tal, wo du durch musst. Und vielleicht ist sogar Zeit, um zusammen zu brüllen, aber man kann sagen, hey, Jesus ist jetzt da im Fall. Jesus ist mit uns. Er will trösten. Er kann mega trösten, weil er ist einen mega schwierigen Weg gegangen. Er weiß, was wirklich Leid bedeutet. Ist Trost der Liebe. Einfach das Wort Trost. Aber mit dem Hintergedanken, ja, da soll Gott mit reinkommen in Trost. Und auch ist Gemeinschaft, das heißt nicht einfach so, sondern es heißt, ist Gemeinschaft des Geistes. Das ist ein interessanter Ausdruck. Also es bedeutet, wenn die Bibel da von Freundschaften redet, dann meint sie nicht einfach eine Gemeinschaft oder eine Freundschaft, wo irgendwie ist, sondern dass auch Gott durch den Heiligen Geist mit hineinwirkt. Also dass eben zuerst die Liebe von Gott steht und durch das die Kraft von Gott auch wirken in die Freundschaften hinein. Das ist so ein wichtiger Teil, über den werde ich nächsten Sonntag, wenn Pfingsten ist, das passt dann perfekt an mehr reden, wie kann die Kraft vom Heiligen Geist mit auch in die Beziehungen hineinkommen. Dass es nicht nur abhängig ist von dem, was wir gerade mögen, wie unsere Geduld aussieht und so weiter, sondern dass Gott mit hineinwirken darf. Kraft des Geistes. Das ist eine ganz andere Beziehungsgrundlage. Und dann heißt es noch weiter, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das ist so wie eine kleine Zusammenfassung. Wenn das alles bei euch ja ist, dann ist wirklich eine Liebe da. Dann ist Barmherzigkeit. Der Begriff, der da für Liebe steht, der hat mit der Eingeweide zu tun. Also wortwörtlich könnte man sagen, so ist eine Liebe da, wo aus der Eingeweide rauskommt. Das klingt jetzt für uns ein bisschen komisch. Aber damals hat man wie so eine Vorstellung gehabt, dass das Gefühl oder so das Mitgefühl, dass das etwas ist, was aus der Eingeweide rauskommt. Bei uns hat man ja ein bisschen ähnliche Vorstellung. Wir sagen auch aus dem Herz rauskommt das vielleicht, oder? Also wenn man da übersetzt, ist herzliche Liebe, dann meint es wirklich so eine Liebe, die aus dem Innersten rauskommt. Für unsere Freunde, für die Menschen, die wir mit ihnen unterwegs sind. Wir wollen da weiterlesen miteinander. Was heisst in dem Abschnitt noch weiter? Es kommt jetzt noch ganz etwas Spannendes dazu, nämlich die Freude von dem, der das geschrieben hat, von Paulus. Er schreibt da, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also es ist interessant, der Paulus macht auch genau das, was er schreibt. Er tut sie zuerst ermutigen, er sagt im Vers 1, hey, das ist ja da alles bei euch schon da. Und jetzt im Vers 2 sagt er, jetzt könnt ihr meine Freude noch absolut vollkommen machen, wenn ihr auch noch das und das und das macht. Und das, was er da aufzählt, wenn man das so zusammenfassen darf, Einheit spielt eine Rolle und Liebe spielt eine grosse Rolle. Einheit, einmütig und einträchtig seid, was bedeutet das? Also gerade jetzt, wenn ich es mal auf Kirche beziehe, auf eine Gemeinde beziehe, für mich ist das etwas vom Traurigsten, was es gibt, wenn es
Krach gibt, wenn es Streit gibt, wenn es auseinandergerissen wird in ihrer Kirche. Aber das Schönste ist, wenn eine Einheit und eine Einmütigkeit da ist. Wenn man sich überlegt, Kirchengeschichte ist ein Teil vom Theologiestudium, wenn man dort liest, was alles für Gründe gegeben hat in 2000 Jahren, wieso das Kirchen auseinandergegangen sind es meistens theologische, manchmal sogar sehr spitzfindig theologische Fragen gewesen, wo man sich nicht einig ist und dann hat man gestritten und dann gesagt, wir machen es selber und wir machen es selber und dann so weiter. Aber wenn man in der Bibel liest, steht, dass die Einheit eine andere Grundlage, ein anderes Fundament soll haben, die Einmütigkeit und die Einträchtigkeit. Eigentlich so wissen es später im Vers 5 heißt, es soll Jesus gesinnt sein. Und wenn man in der Bibel liest, dann sehen wir, dass die grösste Einheit, dass der Wunsch da ist, dass es ist, nicht wegen einer Lehre oder wegen einer theologischen Ausrichtung, sondern wegen einer Person. Wegen einem Mensch, der aber auch Gott ist, und zwar wegen Jesus Christus. Er soll das Zentrum sein und das, was Einheit bewirkt und schafft und zusammenführt, immer wieder neu. Und das ist auch mein Wunsch, auch für uns als Kirche, für unsere Freundschaften, dass so eine Einheit da sein, Jesusgemäße Einheit. Auch wenn man gewisse theologische Fragen manchmal ein bisschen unterschiedlich sieht, besonders bei spitzfindigen Sachen, aber wir wollen Jesus ins Zentrum stellen. Und bei ihm wollen wir eine Einheit haben. Und bei dem, was er gemacht hat, wir wollen zusammen seinen Auftrag weiterführen. Jesus ist zu den Menschen hingegangen und hat die frohe Botschaft, dass Gott Freundschaft mit Menschen haben und Jesus alles gemacht hat am Kreuz, was nötig ist dazu. Die wird er zu den Menschen bringen. Das ist der Auftrag von Jesus gewesen und der wollen wir weiterführen. Das soll das sein, was uns eint und zusammenbringt. Und dann spannend aber, der schreibt nicht nur von einmütig und einträchtig, sondern er schreibt auch von gleicher Liebe habt, dass ihr gleiche Liebe habt. Und ich habe mich so gefragt, ja, was bedeutet das gleiche Liebe? Das ist so... Es gibt so Menschen, die hat man gern, oder? Die einem am nächsten sind. Aber es gibt auch Menschen, die hat man nicht so gern. Und ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du rumschaust, wenn du an deine Freundschaften denkst, oder wenn du an Kirche denkst, wenn du an Gemeinschaft denkst, dann hat es da vielleicht die eine, die hast du lieber und die andere willst du lieber ein bisschen mehr Abstand machen. Und er schreibt, dass ihr gleiche Liebe habt. Etwas eigentlich sehr Radikales oder Spezielles. Wenn ich dem einen Begriff müsste geben, wäre es der Begriff Agape. Das ist der altgriechische Begriff, der in der Bibel geschrieben ist, der gebraucht wird an der Stelle für Liebe, wo es um eine Liebe geht, wo nicht sich selber zuerst sieht, sondern wo der andere zuerst sieht. Wo nicht sich selber und ob es jetzt gerade für einen stimmt im Vordergrund hat, sondern wo sich fragt, was ist für den anderen, was stimmt für den anderen, was ist für ihn gut. Wo der andere höher sieht als sich selber. Und genau so schreibt auch der Paulus weiter, wenn wir Vers 3 und 4 lesen, dann heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich möchte da den Begriff raufheben dazu stellen. Das ist ein bisschen umständlich, aber ihr seht nachher gerade wieso. Aber es geht darum, den anderen in Demut höher zu achten als sich selber. Dass man den anderen wie aufhebt, raufhebt und sich selber ein bisschen abhebt. Stell dir mal vor, wir sind ja im demokratischen Land und die Schweiz würde demokratisch abstimmen und sagen, wir brauchen einen neuen König in der Schweiz. Und dann gibt es tatsächlich einen neuen König in der Schweiz und der König von der Schweiz, der würde dir anrufen und sagen, ja, er macht jetzt so volksnahe Politik und so weiter, er will gerne zu dir heimkommen auf Besuch. Heute Nachmittag, um 5 Uhr. Ich weiss nicht, was du würdest machen in dem Moment. Ich würde heimgehen. Und denke, boah, jetzt kommt er sogar zu mir noch, da kann ich ihm noch sagen, was ich denn will, dass er macht als König und so, oder ich weiss auch nicht, was man dann denkt. Aber sicher würde ich nicht die alten Gutzli führen holen, wo ich denke, die müsste man eigentlich schon bald entsorgen, sondern ich würde schauen, dass alles möglichst schön ist. Ich würde schauen, dass das Beste auf dem Tisch steht. Ich würde schauen, dass wenn er kommt, dass er denkt, boah, das ist also schon ein gutes Haus und dass er sich so richtig gastfreundlich behandelt fühlt, dass er sich geehrt fühlt. Und das ist genau das, was der Paulus da meint. Mache ich das echt nur bei einem König, der kommt? Oder mache ich das auch für meine Freunde, für meine Nächsten? Ich denke manchmal auch, gerade in der Familie,
bin ich bereit, auch für meine Frau, sie immer wieder höher zu achten als mich selber. Oder in einer Kleingruppe die anderen höher zu achten als mich selber. Oder im Arbeitsteam, wo ich unterwegs bin, nicht nur beim König, der kommt, die anderen höher zu achten als mich selber. Ganz ein interessanter Satz, den da der Paulus schreibt. Und auch etwas, was unserem individualistischen Denken wie ein bisschen widerstrebt, dass man zuerst schaut, dass für einen selber stimmt. Aber ich glaube, es ist etwas, was eine super coole Grundlage ist, dass die Sehnsucht nach guten, tragfähigen Freundschaften kann gestillt werden kann. Die verschiedenen Wörter, die ich euch da gezeigt habe, die können wir jetzt aneinanderreihen. Zuerst ist es um Ermahnen, Ermutigen gegangen, das Wort Stärken. Als nächstes um Trösten. Dann auch um Agape, die Liebe, die hingebungsvolle Liebe. Raufheben. Und auch der Begriff Kraft des Heiligen Geistes, wo wir am nächsten Sonntag noch mehr darüber nachdenken, ist vorkommen. Und das sind so Begriffe, man könnte noch mehr dazu nehmen, aber es gibt das Wort stark. Wir stark, ich glaube, so sind starke, das ist eine gute Grundlage, dass starke Freundschaften möglich sind, können wachsen, können starten. Das ist eine coole Zusammenfassung, die zeigt, was das Bibel für eine Idee von Freundschaft hat. Wo nicht bei sich selber anfängt, sondern bei der Liebe von Gott. Und wo Sachen weitergibt, wo gute Freundschaften können wachsen. Und vielleicht ist genau einer von diesen Punkten heute der, den du mitnehmen willst, dass du sagst, hey, ich habe gerade einen Freund oder eine Freundin, und ich denke, dort ist Trost wichtig. Und du nimmst das mit und sagst, es soll nicht einfach nur mein Trost sein, wo ich manchmal auch nicht recht weiss, was sagen, sondern es soll ein Trost sein, der von Gott herkommt, der seine Liebe ins Zentrum stellt. Vielleicht ist es daran, dass du sagst, den anderen raufheben, den anderen höher achten, stimmt. Ich will wieder mal heimgehen in meine Familie und nicht nur zuerst denken, was tut mir gut, sondern was tut den anderen gut, was tut meine Kinder gut, was hätten die Freude, oder meine Frau, mein Mann. Vielleicht ist aber auch das Stärken dran, das Ermutigen, das Ermahnen. Ich denke, gerade dort ist ein besonderer Schatz drin, weil mit wenigen Worten kann man so viel prägen. Und es geht eben darum, nicht einfach zu ermutigen mit ein paar schönen Wörtern, sondern ermutigen in Christus, ermahnen in Christus. Wir haben gerade in der Ferien, wo wir unterwegs waren, habe ich ein sehr spezielles Erlebnis gehabt mit meinem Sohn. Und zwar hat er nicht so gern, wenn man ihm Kompliment macht. Ich weiss nicht genau wieso, ich glaube, er kommt sich ein bisschen babelig vor dann. Und er ist ja schon ein Grosser, oder? Das ist schon in der 2. Klasse. Und dann aber an einem Abend bin ich bei ihm und habe ihm gesagt, eigentlich würde ich dir gerne 2, 3 coole Sachen sagen, die du heute gemacht hast, aber ich weiss nicht, ob du dann auch wieder verrückt wirst oder so. Aber er hat gesagt, okay Papi, kannst du machen. Dann habe ich ihn ermutigt mit 2, 3 so kleinen Sachen, die mir aufgefallen sind durch den Tag durch. Und habe ihm die können sagen. Und sein Gesicht, seine Augen haben so richtig angefangen zu strahlen. Dann hat er mir gesagt, okay Papi, am Abend darfst du noch mehr Ermutigungen sagen. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mir angefangen zu überlegen, dann habe ich ein bisschen weitergemacht. Dann hat er mir gesagt, okay Papi, du darfst auch noch von den letzten Tagen sagen. Und dann habe ich angefangen zu studieren und sind mir auch ein paar Sachen in den Sinn gekommen. Und am nächsten Abend, als ich zu ihm gekommen bin, ist es wieder gleich gewesen. Dann habe ich gesagt, darf ich wieder ein paar Sachen sagen? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich angefangen, habe ich ihm so wie Ermutigungen können weitergeben. Und zwar Ermutigungen, die ich auch gesehen von Gott her, was Gott wunderbar in ihn hineingelegt hat. Und am nächsten Tag, und das ist so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis für mich, habe ich gemerkt, wie dass ich selber plötzlich mit anderen Augen durch den Tag durchgegangen bin, weil ich offene Augen hatte. Was ist da alles Cooles da? Was ist da alles Gutes da? Ich habe ein bisschen Munition sammeln dann für den Abend, den ich wieder vermutet habe. Und er selber, der das aufgenommen hat, wo man gemerkt hat, dass es ihm so richtig gut da hat. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Mir geht es auch so. Mir tut die Ermutigung so gut. Meine Frau ist letztens gekommen und hat mir so etwas Liebes gesagt und es hat einfach gut da. Es ist so ganz etwas, was ich gar nicht erwartet habe. Manchmal merken wir das gar nicht gut. Ich glaube, wir Schweizer sind manchmal sogar sehr zurückhaltend. Wir denken zum Beispiel bei den Nachbarn, ja, wenn der etwas Gutes macht, der muss schon mindestens Schweizer Meister werden, im irgendwie Küngeli züchten oder irgendwas. Und dann muss noch im 10 vor 10 kommen. Und dann ist es würdig, um mal etwas Gutes, ermutigend zu sagen. Aber dann denkt man, ja, haben die anderen Leute schon gesagt. Aber vielleicht ist gerade das der Punkt, den zum Mitnehmen heute. Wen willst du ermutigen? Mit etwas Positivem, mit etwas Schönem, was du siehst in seinem Leben? Wen willst du wo willst du eine Atmosphäre schaffen, die nicht einfach nur vom Ich, was tut mir gerade gut prägt ist, sondern wo ermutigend ist? Ich möchte gerne beten.
Danke, Jesus, dass du so praktisch bist in der Bibel. Danke, dass du so klare, gute Vorstellungen hast und uns sagst, wie Freundschaften gelingen können. Und gerade wenn ich die Verse lese da im Philipperbrief, merke ich, Jesus, wie du weißt, wie wir selber Menschen beschränkt sind oft und nicht mögen und nicht können und manchmal wollen wir auch Gutes machen, aber es gelingt uns trotzdem nicht. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Dass wir bei dir dürfen ansaugen. Dass du der bist, der uns am meisten ermutigt. Wenn wir dein Wort lesen, sehen wir, wie viele wunderbare Sachen du in unser Leben hineingelegt hast. Wie unendlich du uns liebst, wie wertvoll wir für dich sind. Wir dürfen wissen, wir sind so geliebt. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern vom Schöpfer, vom Universum. Und darum dürfen wir weiterlieben. Darum dürfen wir andere Menschen höher achten als uns selber, weil wir wissen, du hast uns unendlich hoch geachtet. Du hast dein eigenes Leben gegeben für uns. Darum dürfen wir andere trösten, nicht weil wir selber immer den besten Trost haben, sondern weil wir wissen, dass du auch in den dunkelsten Tälern mit uns sein willst. Und so wollen wir dich bitten, auch wenn wir ermutigen weitergehen, dass es in dir sein darf, Jesus. Wenn wir ermahnen, dass es in dir sein darf und dass du uns zeigst, was das heute dran ist. Amen. Eine Gemeinschaft, die Christus gemäß ist, wie das aussieht. Wir dürfen ein paar Verse von dem Christus-Hymnus auch noch hören und hören, weil das Jesus uns zuerst geliebt hat.